Ich lade dich ein, in die zauberhafte Welt der Märchen einzutauchen. Es war einmal ein armer Mann, der hatte 12 Kinder. Mit Mühe und Not hat er die, seine Frau und sich gerade durchbringen. Doch die Frau hat ihm noch ein 13 geschenkt. Wie schaffe ich das bloß, wenn's für uns 14 gerade für das Nötigste lenkt? Ganz betrübt und voller Sorge läuft er in der Gegend umeinander. Da begegnet ihm eine wunderschöne, stattliche Frau. »Guten Mann, was habt ihr für Sorgen, dass Sie so betrübt in die Welt rausschauen?« »Oh, gute Frau, ihr müsst wissen, ich habe 12 Kinder daheim, die ich mit Mühe und Not durchbringen kann. Jetzt hat mir meine Frau noch ein 13. Kind geschenkt, ein Bübli. Doch ich weiss wahrlich nicht, wie ich auch noch für das sorgen soll. Wenn ich doch nur eine Götti für ein Kind hätte und für das würde schauen.« »Wenn ich euch damit den Dienst erweisen kann, indem ich das Bübli zu mir nehme und für ihn sorge, mache ich das gern. Es soll es gut haben bei mir. Ich will ihm die Kunst vom Heilen beibringen, so dass er später mal ein guter Arzt wird.« Der Mann strahlt sie an, wie er schon lange nicht mehr hat. »Sie schickt den Himmel, ich bin ihr ewig dankbar.« Am nächsten Tag ist das Kind getauft worden und auf das aber in die Obhut von dieser Frau gekommen. Ihr müsst wissen, die Frau ist die Herrin vom Tod. Sie bewacht und beschützt Lebenslichter von uns allen. Sie weiss genau, wie lange jedes Licht von uns brennt und langsam oder schnell wieder verlöscht. Wie im Vater versprochen, schaut sie gut zu dem Bub. Der Bub wächst zu einem jungen, flotten Mann. Sie bringt ihm über all die Jahre die Kunst vom Heilen bei. Er ist gescheit, gelehrig und geschickt. »Mein lieber Sohn, die Zeit ist reif, dass du als Arzt wirken kannst. Bevor du aber zum ersten Kranken ans Bett gehst, will ich dir ein Geheimnis verraten. Das Geheimnis wird dich zum besten Arzt weit und breit machen. Ich werde immer bei dir sein, aber nur du wirst mich sehen. All die anderen Menschen um dich herum werden mich nicht wahrnehmen. Stand ich am Kopfteil vom Bett, wird der Kranke sterben und niemand kann etwas für ihn tun, weil seine Zeit, sein Lebenslicht, abgelaufen ist. Stand ich aber am Fußende, weisst du, dass der Kranke wieder gesund wird, wie schwer auch sein Leiden sein wird.« Und so ist es gekommen. Schon gleich war er als junger Arzt weit und breit der beliebteste und beste Arzt gewesen. Seine Prophezeiungen sind immer eingetroffen. Für die, was noch Hoffnung hat, hat er immer irgendein Kraut, ein Pulver oder einen guten Rat gewusst. Die Zeit ist vergangen und er hat Ruhm und Namen gehabt. Da einmal, an einem Morgen, kommt ein Diener vom König zu ihm. Herr Doktor, ihr müsst dringend an den Hof vom König kommen. Die Prinzessin ist schwer krank.« Der junge Arzt hat sein Zeug zusammengepackt und ist mit dem Diener mitgegangen. Im Schloss angekommen, ist er sofort zum König geführt worden. »Wenn du meine Tochter wieder gesund machst, darfst du sie zur Frau haben«, hat er gesagt. Und auf das aber hat man den jungen Arzt in die Kammer gebracht von dieser jungen Prinzessin. Als er an ihrem Bett gestanden ist er so ergriffen von ihrer Schönheit, dass er sich gerade in sie verliebt hat. Doch leider hat er auch gesehen, dass seine Mutter, die Herrin vom Tod, am Kopfteil steht und somit ihr Tod festgestanden ist. Der junge Arzt schaut in das kranke und doch zarte, wunderschöne Gesicht der Prinzessin und überlegt, ob es denn nicht noch einen Weg gäbe, sie zu retten. Da plötzlich kommt ihm eine Idee. »Ich brauche 4 starke Männer.
hat er dem Diener befohlen, wo ihm zur Verfügung gestellt worden ist. Wo die Männer da waren, haben sie das Bett der Prinzessin drehen, so dass die Herrin vom Tod jetzt am Fußende gestanden ist. Die Herrin vom Tod, wo ja auch seine Mutter war, war enttäuscht. Nachdem der junge Arzt das Zimmer der Prinzessin verlassen hat und den Diener noch ein paar Anweisungen übergeben, hat er sich auf den Heimweg gemacht. Vor dem Schloss hat aber seine Mutter auf ihn gewartet. «Komm mit, ich will dir etwas zeigen.» Und zusammen sind sie gelaufen bis zu einem Turm. Dort läuft die Mutter voraus und steigt mit ihm in die Tiefe runter, in einen grossen Saal. In diesem Saal brennen Tausende und Abertausende Kerzenlichter. Der junge Mann lüpft seinen Arm, um seine Augen zu schützen von diesen hellen Lichtern der Kerzen. «Wo sind wir da?» sagt er ganz erstaunt. «Wir sind im Saal, wo alle Lebenslichter brennen, von euch Menschen.» Da bleibt sie plötzlich stehen vor einer Kerze, wo ganz eine grosse Flamme hat. «Das da, mein Sohn, ist dein Lebenslicht. Es ist ein kräftiges, grosses Licht. Ja, Mutter, strahlt er. Ich verzeihe dir, dass du mich heute hintergangen hast. Es ist die Liebe, die dich dazu bewogen hat, eine Grenze zu überschreiten. Aber wenn du nur einmal wagst, mich zu betrügen, wird dein Lebenslicht erlöschen und dein Leben, da auf Erden, hat ein Ende.» Der junge Arzt hat nichts mehr gesagt und zusammen sind sie wieder an die Oberfläche gegangen und ihre Wege haben sich getrennt. Der Prinzessin ist es von Tag zu Tag besser gegangen und gleich darauf wieder gesund worden. Ein paar Wochen später ist die Hochzeit gefeiert worden und der junge Arzt und die Prinzessin haben geheiratet. Sie haben ein glückliches und schönes Leben miteinander gehabt. Viele Jahre sind vergangen und er hat weiterhin als Arzt gewirkt. Doch es ist gekommen, dass der König schwer krank geworden ist. Der König hat selbstverständlich nach dem besten Arzt gerufen, nach seinem Schwiegersohn. «Mein lieber Schwiegersohn, du weisst bestimmt ein Mittel, das mich wieder gesund macht.» Doch der ist in grosse Bedrängnis gekommen. Verzweifelt sieht er nämlich, dass seine Mutter, die Herrin vom Tod, wieder am Kopfteil steht und so der Fall eigentlich klar ist. Er stellt sich jetzt die Frage, soll er den König sterben oder wie seine Mutter betrügen? Nach kurzem Überlegen ignoriert er seine Mutter und befiehlt wieder, dass 4 Männer das Bett drehen, so dass seine Mutter, die Herrin vom Tod, am Fußteil steht. Noch am gleichen Abend besucht seine Mutter ihren Sohn und führt ihn wieder zu dem Turm in die Tiefe runter. Beide sagen die ganze Zeit kein Wort. Die Mutter läuft wieder voran und bleibt plötzlich bei einer Kerze stehen, die nur noch ganz schwach brennt, eigentlich nur noch flackert. «Mein Sohn, kennst du noch deine Kerze?» «Aber die brennt ja fast nicht mehr», sagt er ganz erschrocken. «Das stimmt. Du hast ganz ein kräftiges und helles Licht gehabt. Du aber hast dein Licht verschenkt, indem du deine Lebenszeit deiner jetzigen Frau und dem König abgegeben hast.» Nach diesen Worten hat die Flamme noch einmal aufgeflackert und dann ist sie verloschen. Der Arzt, ihr Sohn, ist tot umgekehrt. Auch wenn er reich und mächtig war und der Pflegesohn der Herrin vom Tod. Das hat ihm schlussendlich alles nichts genützt. Der König aber ist ein paar Tage später wieder gesund gewesen. Bis heute bewacht und behütet die Herrin vom Tod all die Lebenslichter von uns allen und schaut, dass jedes von uns genauso lange leben kann, wie es eigentlich bestimmt ist.